Die Damenmannschaft des Eisclubs Fischbachau ist in Wettkampfstimmung. Die 4 Spielerinnen nehmen an der deutschen Meisterschaft im Eisstockschießen im niederbayerischen Regen teil. Neben den Herren kämpfen 11 Damenteams um die besten Plätze. Die Fischbachauerinnen müssen 10 Vorrundenspiele absolvieren, um sich für das Finale zu qualifizieren. Ja. Die schießt vorn drauf, Baby. Wird Maria Djalla den gegnerischen Stock wegschießen können? Jetzt ist der Stock der anderen nur um wenige Zentimeter näher dran. Das ist echt zart halt. Das ist richtig zart. Bis zu ihrer Pause haben sie 5 von 8 Spielen verloren. Dabei hat sich das Damenteam mit dem ersten Platz bei der Bundesliga Süd souverän für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Wir haben gerade festgestellt, dass heute kein Wunschkonzert ist. Heute läuft es jetzt nicht so super toll. Ja, jeder macht irgendwann Fehler, immer wieder mal. Und dann verlierst du ganz schnell die Spiele einfach. Also wir haben auch kein Glück gehabt. Das ist immer hakt's irgendwo. Momentan sind die Damen des EC Fischbachau auf Platz 7. 2 Vorrundenspiele müssen sie noch bestreiten. Ob sie sich verbessern können? Vier Tage zuvor in Miesbach. Am Dienstagabend gehen sie noch zu 5 zum Training in die Eishalle. Ihre Damenmannschaft ist außergewöhnlich, denn die Spielerinnen stammen nur aus 2 Familien. Es sind Barbara Djalla und ihre Tochter Maria, sowie Barbara Guckemos, ihre Tochter Katharina und ihre Schwägerin Marianne. Familiensinn und sportlicher Ehrgeiz, das passt hier gut zusammen, so Katharina. Wir haben eben immer Gaudi auf dem Eis, verstehen uns gut. Auch wenn es nicht so gut läuft, haben wir trotzdem Spaß und darum mache ich das so gern. Die Frauen trainieren heute ohne Gegner. Da können sie mehr Schüsse machen. Es geht darum, die Stöcke möglichst nah an die Daube zu bringen. Wenn jede Spielerin einmal geschossen hat, wechseln sie zum anderen Ende des Spielfelds. Ein Turnierspiel besteht aus 6 solchen Kehren. Die Mannschaft gewinnt, die mehr Stöcke näher an der Daube hat. Jawohl, sauber. Die Frauen ahnen noch nicht, dass Marianne Guckemos bei der deutschen Meisterschaft gar nicht dabei sein kann und ihre Schwägerin sie ersetzen muss, die in den letzten Monaten kaum trainieren konnte. Wir machen einfach unsere Schüsse, einen nach dem anderen, dass wir wieder, also unser Gefühl einfach haben, dass wir sagen, ja, das passt, ein bisschen Richtung, ein bisschen eben die Länge und ja, haben einfach unseren Spaß dran. Also einfach leichtes Training, alles andere muss sitzen und ist tagabhängig. Beim Eisstockschießen ist das Alter nicht so wichtig, vielmehr sind Technik und Taktik ausschlaggebend. Die Damen vom EC Fischbachau kennen sich schon lang und haben über die Jahre immer wieder in wechselnden Besetzungen zusammengespielt. Fischbachau in Oberbayern ist die Heimat des Eisclubs. 3 der 5 Spielerinnen sind hier aufgewachsen, die anderen beiden in einem Nachbarort. Schriftführerin Bärbel Djalla hat die Chroniken des Vereins hervorgeholt. In der ältesten erkennt Marianne Guckemos ihren Großvater Anjan Auracher. Hey, schau, da ist der Opa drauf. Der mit dem Hut. Ja, der genau. Gründungsmitglied. Ach schau, da haben wir unsere erste Meisterschaft bestritten. Hat die Damenmannschaft ihren Anfang genommen. Das war vor 33 Jahren. Marianne Guckemos und Barbara Djalla gehören von Anfang an dazu. Vor allem die älteren Männer waren gar nicht begeistert. Ab und zu, wenn da Vereinsmeisterschaft oder was und wir sind zusammengelost worden, selbst wir da dann die Alten noch waren. Ja. Ja, du hast halt Massen. Ja, aber ja, nichts sagen. Ja. Nur den Stück reinstellen, so ungefähr. Genau. Ja. Und heute waren es froh, wenn es uns und dann Der EC Fischbachau hat 47 Jahre auf einer selbst angelegten Eisfläche auf dem Wanderparkplatz Birkenstein gespielt. Und der ist echt riesengroß, gell? Ja, wenn man sich vorstellt, 12 Bahnen haben wir in der Passgabe, oder? 12 Bahnen. Alle haben hier beim Training und bei Turnieren viel Zeit verbracht. Seit 5 Jahren ist das vorbei. Die letzten Winter sind zu warm gewesen, um dauerhaft eine Eisfläche herzustellen.
Auch die Pflasterbahnen für das Stockschießen im Sommer benutzen sie jetzt nicht mehr. Ja, ein bisschen schon das schon. 2017 hat die Damenmannschaft des EC Fischbachau ihr erfolgreichstes Jahr. Sie darf sich in das Goldene Buch der Gemeinde eintragen, denn sie hat die Bundesliga Süd und auch den Bayernpokal gewonnen. Eins fehlt uns immer noch und, das ist die deutsche Meisterschaft zum Gewinner, weil unser damaliger Bürgermeister, der hat gesagt, Mädels, wenn ihr die deutsche Meisterschaft gewinnt, dann baue ich euch einen Balkon ans Rathaus hier und wenn es nur provisorisch irgendwas ist. Zurück zur deutschen Meisterschaft im niederbayerischen Regen. Ersatzspielerin Barbara Guckemoos ist für ihre Schwägerin Marianne eingesprungen, die unvorhergesehen nicht dabei sein kann. Sie bestreiten gerade ihr letztes Vorrundenspiel gegen den TSV Peiting. Jawohl, gut! Die Damen vom EC Fischbachau bieten den starken Gegnerinnen die Stirn. Doch die geben alles, denn sie dürfen dieses Spiel nicht verlieren, sonst können sie nicht an den Finalspielen teilnehmen. Am Ende verlieren die Frauen aus Fischbachau knapp mit 4:5. Es ist nicht so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Die letzten 2 Spiele haben wir jetzt leider verloren. Heute wird es einfach nicht sein. Nein, ich bin jetzt da nicht am Boden zerstört. Es ist einfach nicht gelaufen und eben solcher nicht da gibt's und abhaken und weitermachen. Sie müssen sich wohl oder übel mit dem 9. Platz abfinden. Dafür bekommen sie ein besonderes Finale geboten. Der TSV Peiting und der TSV Kübach spielen unentschieden und müssen Ringmassen. Es ist ungefähr das Spannendste, was man sich jetzt eigentlich aus Zuschauersicht wünschen können. Beim Ringmassen versucht jede Spielerin, ihren Stock möglichst nah ans Zentrum der Ringlinien zu schießen. Je kleiner der erreichte Ring, desto höher die Punktzahl. Hierbei ist die Damenmannschaft des TSV Peiting in Schwarz mit 24:8 Punkten klar überlegen. Obwohl die Spielerinnen vom TSV Kübach in Gelb bei den Vorrundenspielen am besten abgeschnitten hatten. Während die Siegerinnen sich auf den Treppchen feiern lassen, können sich die Spielerinnen des EC Fischbachau immerhin mit einem Foto trösten. Das ist wirklich nett geworden. Ja. Schön. Auch wenn es diesmal nicht geklappt hat, die Damen vom EC Fischbachau geben ihren Traum nicht auf, irgendwann die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Vielleicht werden sie ja dann doch noch auf einem eigens gebauten Balkon am Rathaus bejubelt. Schmeckt genauso, wie wenn wir gewonnen hätten. Ja, genau.